Wie ist es Dietsche, wir haben viel eten, was das so schön schmecken wird. Und wenn wir noch einen Stuhl fahren down, und du hast ein eten in einen Stuhl, was ich glaube, meiste Menschen sagen gleichen down. Und wie ist es Dietsche besonders down? Das ist Rückwurst. Wer gleich Rückwurst? Ich glaube, wir gleichen alle Rückwurst. Und da sind andere eten, was wir sagen gleichen, da haben viel mit Schweinfleisch zu tun. Aber weißt ihr, dass Juden in der Alten Testament, was die Gesetz von Ernten verstanden haben, die können nicht Rückwurst eten. Die können kein Schweinfleisch eten. Und wir haben von der Kirchen noch 5. Mose Kapitel 14. Und das ist der Gesetz, und was die Juden eten können und wo sie eten, wo sie geben sollen. Und wollen wir sein, wegen des Podcasts von der Alten Testament, wo posten dort noch ans Leben, wie wir in der Neuen Testament, in der Neuen Bund leben. So, wir werden von der in 5. Mose Kapitel 14, die Kapitel durchgehen, dann Kartenport von 26 auch. Wie wieder gehen, werden wir anfangen mit dem Gebet. Gott, wir geben von dir alles, was wir sehen haben, und das wir gut singen, dann wir gehen um den Riefer, wir weiten dort als ein Symbol von den Riefer, was uns alles reinwaschen wird. Und in Wuta, was uns Leben geben wird. Und Gott, wir geben uns Hand von dir. Wir beten dort, wenn du wirst, uns reden von dir durch dein Wort, wir freuen dort, du wirst uns Klarheit geben. Und wo wir frei sind in Christus, aber auch wir wollen sein, wer du bist, in deine Verlangen für uns. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. So wie in dit Buch, wir wollen diese Verse nicht alle durchlesen, wegen der sind viele Versen. Aber wir sind in 5. Mose, und das ist das letzte Werk sein, dass ohne dass wir würden Zeit nehmen, um jeder Kapitel durchgehen, dass erst fertig, dort das nicht stark, wie es predigt, wie sind bloß ein Verseport von der Bibel. Aber wenn wir in Bücherport sagen, dann wir gehen jeder Vers durch zu sein, wie der Zeit gehen wir jeder Thema durch. Und vielleicht sei ich mal, von Jahr hin, ein ganzes Jahr zu sie gesagt, wir wollen die ganze Bibel durchlesen. Und dann erst du, wenn ihr Jahr anfangen, dann hast du ein Februar und in März hast du eine Zeit, wo ihr in die ersten 5 Bücher sind. Und dann komme ich mit diesen Versen und wir denken, was soll ich mit diesen Versen tun? Und so wir werden von dir sein, was dieses Christen kann tun mit diesen Versen. So wir werden in Kapitel 14 von 5. Mose anfangen. Und hier fängt er an, mit redet an, sie sollen sich nicht schneiden, das hat nicht zu tun mit was sie eten können, aber sie sollen sich nicht schneiden vor der Todes. Das sagt es dort. Je sind den Herrn, jenen Gott, sein Volk. Und je sollen nicht am Körper schneiden, oder je Pferden auf dem Kopf Kohl schaden, und wann je ever eine Tod trüren. Je sind den Herrn, den Gott gewährt, und der Herr hat ihn gewählt von allen Völkern auf der Erde, dass die sein besonderes Volk sind. So er fängt hier an, und wir würden gerne sein, der Weg, wo wir das Kapitel verstehen, dann erst in der ersten Part. Je sind den Herrn, den Gott, sein Volk. So wenn wir sein Gott haben, eine Gesetze gegeben der Israeliten, dass sie sollen welche Dinge nicht eten und welche Dinge sind rein verehrt, das ist die Wahrheit, wodurch wir das verstehen dann. Die Israeliten werden ein Port gesagt für den Herrn. Und dort ist der Untergrund, dort ist die erste Ursache, warum sie nicht welche Dinge sollen eten, warum sie wollen den Tieren geben, von was sie merken. Und das ist auch die Ursache, warum sie nicht sich schneiden sollen vor der Todes. In der Zeit, besonders manche Volk, die Roma leben, wenn eine Person sterben, die wird in der Familie, Geschwister oder was Brüder, Schwester, die würden sich am Körper beschneiden, dort Blut rannen. Und da wird eine Wahrheit, wo sie bewiesen, dass sie ein Diaper werden. Sie würden von den Juden, wenn sie rohren, und die Truhen würden fallen, würden ran. Und sie würden Blut auch ran, wenn sie in der Diaper werden.
Und Moses und Gott sagt hier, die Israeliten sollen nicht so sein. Wir sind das gebaut, was Gott geben hat, und wir denken, was die Israeliten für die ganze Zeit bei dem Neuen Testament mit kämpfen hatten. Wir sind in 1. König Kapitel 18, der 28. Vers sagt, und wir waren Elia, du am Boy wir mit den falschen Propheten von Baal, und sie mögen die Autor Elia nur Gott und die ordentlichen Propheten nur Baal. Und was taten die falschen Propheten für Baal? Das sagt in 28. Vers, sie rauben Lüd und schneiden sich mit einem Schwert und Spießen. So als sei Meier mal deiden, but sei das Blut brennend. Das sagt hier so, als sei Meier mal deiden, but sei das Blut brennend. So sie beschneiden sich noch wie ein Port von der Aufjäger, was in das Land wir anbeten. Und so, Moses sagt, sie sollen nicht so sein. Und die Ursache ist, sie hören nur Gott und nicht nur diese Aufjäger. Wir als Christen, wir hören auch nur Gott. Und wir sind auch ausgewähltes Volk. In 1. Petrus Kapitel 2, der 9. Vers sagt dort, aber ihr seid auch ein ausgewähltes Volk, den König, sein Priestertum zu sein. Ein heiliges Volk, Gott sein eines Volk, dort je andere sein sollen, wo wundervoll die ist, die jünt uit dem düsteren Rückgrat und sein wunderbare Licht Gestalt hat. Wir sind Gott sein eines Volk. Wir sind nicht Gott sein eines Volk, wegen wie der Rechte sprechen. Wir sind nicht Gott sein Volk, wegen wie der Rechte Sort Menschen sind. Wir sind Gott sein Volk, wegen Gott hat uns ausgewählt, durch Jesus Christus, für sich. Und dort ist der Not. Und wenn wir ausgewählt sind, wir sollen uns Leben ganz hingeben nur Gott. So, was hat diese Version, was hat das dann zu tun mit, dass wir uns nicht sollen beschneiden? So, es kann sein, dass es nicht dort Kopfschaden oder irgendwas selbstartig ist, dass wir, wenn dort verbunden wir mit der Aufgabe anbeten, dort artig wir für die Israeliten. Und das hat zu tun mit, wo sie trauern. Die Bibel sagt, dass wir als Christen in 1. Thessaloniker Kapitel 4, der 13. Vers, wir haben nicht trauer, dass die, die ohne Jesus sind. Das sagt es der Bruder. Wir wollen nicht im Unklaren loten über die alle gestorben sind. Dort die nicht trauern, brücken, so als die keine Hoffnung haben. So, wenn wir Begräbnis haben, wenn wir Abschied nehmen von Menschen, die gestorben sind, wir sollen nicht trauern, dass die ohne Hoffnung sind. Wir haben Hoffnung, wenn wir in Jesus glauben. Das erste Lied, was wir singen, uns Hoffnung lebt. Und Kraxus, die Israeliten sollen nicht so trauern, als die Volk Ramaernt, wir sollen auch nicht, dass die nicht in Jesus glauben. So, der nächste Punkt ist dann, redet Moses von, was rein ist zu eten und was unrein ist zu eten. Du sind, welche Tiere, was rein werden und welche Tiere, was nicht rein werden. Gott hat alles gemerkt, aber für die Israeliten, die werden welche Dinge, was sie können nicht eten. Und wir wollen weiter sein, dort hat zu tun mit, sie sind apart gesagt, sie sind heilig. Gott hat apart gesagt, dort durch die Israeliten der Messias wird kommen, was die ganze Welt will raten. Und wenn Gott will haben, den Weg so schaffen, so zu sein, der Weg so gleich bleiben, er will haben, sie sollen apart bleiben von den Menschen, die am Ende werden. So, er sagt, es sind Tiere, was sie eten können. Das erste Vers sagt er, alle Tiere, die ein Haupt haben und 2 Deilen dort, und freten weiterkehren, dürft ihr eten. So, das heißt, erst ein Tier, was weiterkehren dort,
oder die Hoofd erst in 2 Teile, so kann sie eten. So mangt das als Beister, Schub, in Wasser und die Tieren rei, sondern wir rein für Ernte eten. Oder sind Wasser Tieren, was die Hof in 2 Teile haben, so Schwein wir rein. Und so, sie können so viel eten von den Tieren, was rein werden, als was sie wollen. Und wieder, sie können Fisch eten, nein, der Pfarrer sagt, und von den Tieren, die im Wasser leben, soll je bloß die eten, die Fausen und Scheipen haben. So, das wir ein ersten Fisch, was Scheipen haben, oder ein Tier, was in Wasser wir, was Flausen hat. So, das hat zu tun mit reinen Fisch. Und dann werden die reine Fehl, was sie eten sollen. Und die werden mehr ernste Fehl, bis nicht Fehl, was Fleisch eten, den sie zu sein. Und so eine Fehl, was Aufgang eten, den. Und dann sagt er ein kleines Wort von den Tieren, Euren sind. Das sagt, irgendein Tier, was nicht beides weitergeben wird, und Hofjahan wird 2 Teile haben. So das hat, der sagt, der Schwein, der Kamel und der Hose. Der Hose wird weitergeben, aber der hat nicht ein Hof, dort er wird 2 Teile haben. Und dann viel wird Fleisch eten down, sozusagen ein Hoftier oder eine Kreue, irgendwas so wieder, wird nicht eten wird. Und dann wieder irgendein Fisch oder sonst was in Butter schwammen wird, wird nicht Scheiben haben oder Fausen. In Englisch sei wie Fins oder Scales. So das hat zu tun mit irgendeinem Fisch, was nicht Scheiben hat. So ein Fisch, was mir sagt, scheint schmecken wird, ist Catfish. Für die Juden, sie können den Catfish nicht eten. Und irgendwas so Shrimp oder Lobster oder Crab, die haben dort nicht Scheiben, so sie können die auch nicht eten. Und dann, und das ist mir ganz und in 19. Vers, alle Kniepers mit Pflichten, was schworen sind gesetzlich euren. Ich weiß nicht, wo sie jeglichen Kniepers eten, aber für die Juden wieder dort nicht rein. So sollen die Kniepers nicht eten. Und das wie alle Fleisch, was die Völker Ramayan eten, oder was Ramayan leben deit, die eten diese Dinge alle. Und dann wieder in der 21. Vers sagt er, dass irgendwas, was hat aus sich selbst gestorben oder tot gegangen, sollen sie nicht eten. Eigentlich, sie sollen kein Tier eten, was von selbst tot gegangen ist. So, wenn sie ein Tier, wenn es auch ein Beist oder ein Revier, was rein wir, aber hat selbst tot gegangen, dort Fleisch sollen sie tachlassen. So, wie sein hier dann, was sie eten kann und was sie nicht eten kann. So, was soll wir das nicht verstehen? Ich glaube, wenn wir 21 Vers lesen, dann, wir sagen, dass die Israeliten sollen nicht ein Tier eten, was selbst tot gegangen ist, wir können verstehen, warum Gott das hier sagt, was er gegeben. Wenn ein Tier, was selbst tot geht, ist ein Tier, was krank ist. Und wenn die Menschen würden das Tier eten, dann würden die Krankheit vielleicht mitschlagen. Und würden dann würde der Menschen gehen. Wieder, er sagt auch, dass ist nicht bloß, was sie eten kann und was sie nicht eten kann. Sie sollen noch kein Fleisch anscheren oder Ramsenfleisch sein, was von einem Tier ist, was euren ist. Und dann wird Gott seine Wach, wo er die Israeliten wachhalten, dass sie nicht würden eten mit den Völkern, die Ramme entbehren. So, was tun wir als Menschen, wenn wir eine Gemeinschaft haben mit anderen? Wir tun ihn einladen, wir sagen Fassbar ab und wir eten taub. Und bei einem Fassbar-Dash und Unkas-Dash, dort ist, wo viel Vertal passieren wird, und wir spazieren und wir lernen ein Bäder lernen kann, das vierten Rahmen eten, was Menschen taub kommen dann. So, wenn die Völker Rahmen Schweinfleisch eten, und andere Tiere, was eure werden,
die Israeliten konnten nicht nur den Dash gehen, dort sie Gemeinschaft hatten mit diesen Personen. So da wird ein Weg, wo Gott an der Port halten von der Wort Rame an leben. Und dann der nächste Port von 21, der letzte Port, sagt, je sollen eine junge Kase nicht in ihrer Mutter ihre Mai kirken. So das ist ein Gesetz, was wir in der Bibel haben, wie Graben und Fleisch. Warum ist dieser Gesetz hier bern? So würden meist gern sein, dass wir sollen nicht das, wenn es ein Beißfleisch ist, wir sollen das Beiß nicht kirken in Mike, nicht wie ein Port von der Gesetz. Sie sollen nicht die Kase in der Mutter Mike kirken. So warum hat Gott diese Gesetz gesagt? Und das sage ich jetzt mit einem Büder geweine Gesetz. Ich glaube, es sind ein paar Wege, wo wir das verstehen können. Als da wir Port von was die Völker, die Rome wohnen, Port ist, wo sie würden Erde auf Erde anbeten. Und so kann sein, dass der Weg, wo wir diese Forschung verstehen, das ist der Gott hat Israel gewählt für sich und sie sollen ein Port bleiben. Und das wäre ein Weg, wo die Völker, die Rome werden, würden auf Erde anbeten. Und wir würden auch gerne sein, dass wenn wir das auf uns auf Fleet tun, das wies vielleicht ein klein bisschen, wo wir in Hort sind, wenn wir fingen, dass das vornig ist, dass wir würden in Kause in ihrer Mutter am Markt jagen. So was soll wir dann diese Gesetze, was eten rein ist und was eten nicht rein ist, was soll wir das verstehen? Ich glaube, dass als Basis, dass wir fangen an und wir verstehen, warum Gott die Israeliten diese Gesetze geben hat. Das kann sein, dass wenn Gott was eten auf sein wird, Gott mögt dort schwor für die Israeliten, dass sie würden mit den Völkern, die in Rome leben, mit ihren Taub eten und wieder dort die Gemeinschaft wird sehr dicht wie wollen. Und wieder, das sind diverse Tiere, wenn wir lesen von den Tieren, die hier beschrieben sind, viele von denen sind Schweinchen-Tiere. So, wir weiten, wo ein Schwein, wenn ihr eine Schweinform habt, ihr weiten Krag von was ich rede. Ein Schwein ist nicht ein reines Tier. Und wenn ihr Bären in Tier haben, das ist ein Pet, ich glaube, wenig von uns würden uns ein Schwein wählen zum Bären haben. So, das sind Tiere, die nicht rein sind. Und Tiere, die nicht rein sind, die schlafen viele Krankheiten mit. Und wir bis Gott seine Weg, um die Israeliten gesund haben. Nachher denke ich, dass wir sollen diese Gesetz verstehen, das Port von der Aula Bund. Das wir Gott seine Bund mit den Israeliten. Und wenn Jesus kam, haben wir eng mit der Aula Bund. Und was einmal Port von der Aula Bund ist, was Jesus uns weiter befallen hat, dort soll wir nur folgen. Aber irgendwas, was nicht Port ist von der Nierbund, was Jesus uns gegeben hat, wir als Christen dürfen wir nicht mehr nachfolgen. Wenn Jesus abgeirrt wird, heißt er das in Markus Kapitel 7, 19. Vers. Das geht nicht im Hort nähren, aber in dem Magen. Und er redet von dort eten. Und dann auch dem Körper rüht. Du merkst, sagt Jesus, dort alle eten rein wir. So Jesus hat keinen erfüllt den Gesetz. Und wenn er den Gesetz erfüllt, sagt er wieder an, verder weggehen, alle eten als rein. Und dann in Apostelgeschichte, Kapitel 10, der 15. Vers sagt, der Stamm redet, dort zweimal zu arm, dort Gott ihr reinig hat, merkt du nicht, ihr mein. Und in diesem Kapitel, Petrus hat einen Traum, und verder arm ist ein Lerken, was voll Tieren ist, Wasser, was für die Juden wird rein sein, und Gott sagt, et. Und dort ist ein Beweis, dort alles ist rein. Alles ist für uns Christen, dort wir dort eten können. Aber in Apostelgeschichte Kapitel 15, 29, sagt es das. Und hier, sie kamen taub und
Das Quakenleder kamen sie taub und sie wollen wählen. Mussten Christen der jüdische Gesetz noch folgen und was sie eten können. Und sie kamen ab, nee, solange sie die Rettung in Jesus Christus hatten, dann wären sie selig. Wieder sagte es dit, dort je von alles wegblieben, dort durch den Dienst für die Aufjäter eurenig aß. Und von Hörerie, von Blut und von Fleisch wird aufgewahrt und von aufgewartet Fei. So die Christen sollen in der biblischen Zeit wegblieben von aufgewartet Fei. Und warum sollen sie wegblieben von aufgewartet Fei? Er sagt, wegblieben von dort durch den Dienst von den Aufjäter eurenig aß. So wenn da ein Aufjäter wird geopfert, dann soll wir dort Fleisch nicht eten, wenn dort erst verbunden mit den Aufjäter. So dort erst ein klein bisschen was Moses geben deit für die Gesetz, für was sie eten können und was sie nicht eten können. Das nächste Part von dem Kapitel hat zu tun mit, wo die Israeliten sollen den Tiendel geben. Der 22. Vers, bei 29 redet von, wo sie den Tiendel sollen geben. In Englisch sagen wir der Tithe oder Tithing. Wenn sie nicht lohnt würden sein, und sie würden eine Art anbringen, sie sollen ein Tiendel geben nur Gott. Sie sollen jedes Jahr ein Tiendel von der Ernten von den Flecken zu Seed saaten. Das ist ein 22. Vers. Jedes Jahr. Und das ist ein Thema, wo wir als Christen vielleicht wundern, was will Gott von uns? Weiter sind welche Prediger und welche Kirchen, was sagen, klar lernen dann, einer Matt in Tiendel geben. So, was soll wir als Christen tun mit diesem Kapitel? Weil wir erstmal sein, was Gott verlangen deit von den Israeliten. So, warum sollen sie ein Tiendel geben? Wir sind dort erst verbunden mit einem Opfer. Ein Opfer bei der Tempel oder der Tabernakel. Und wenn sie würden ein Opfer bringen, da wäre eine Weg, wo sie Gott anbeten deuten. Und hier in der Kirche, wir tun das noch nicht. Wir tun für eine Offering Bag, die Löcher umrechnen, dass wir können uns Opfer donen tun und dort wir sind dort als Port von der Anbetung. Wenn wir geben tun, wir geben uns Dank, wir geben uns unsere Ehe nur Gott. Und wenn wir geben, dann wir geben dort, was Gott uns geschenkt hat, wir geben dort tragen, dort als Port von der Anbetung. Und da wir auch was die Israeliten sollen tun. Das soll von Hort sein. Und wir sind in Matthäus Kapitel 23, der 23. Vers. Und hier nimmt Jesus die Pharisäer sehr fair. Und er sagt, Weiend, Schriftgelehrte und Pharisäer, die Hechler, die geben dort Tiende von Papakrut, Anis und Dill im Garten, aber seien nicht dort die wichtiger als gereicht. Mit liedend und treu zu sein. Das ist, was je Horden tun sollt. Ohne dort andere Ungerloten. So hier die Pharisäer, sie geben Tienden von alles, was sie haben. Wenn sie irgendwas Dill in Garten haben, sie da perfekt teilen, dass sie 10% von geben. Aber Jesus nimmt ein fair, wenn hört. Sie geben nicht nur 10% von hört. Und Gott als viel Dollar heran, so sei in der Alten Testament Zeit wir, dort uns hört, haben die Gift als zu Gott. Nach einer Ursache, warum sie 10% sollen geben, dort, die wird in den Tempel und die wird Gott deinen Deiden für die Menschen haben zu leben. 27 sagt es das. Verjährt nicht die Leviten, die in jener Stadt wohnen und haben keinen Land geerben. So, wo Gott dort entsteht hat, dort sie das Land haben, die Levites oder die Leviten haben kein Land. Und sie mögen leben, wann in den Tempel dienen. Und es wären 12 Volk, was Gott gewählt hat. Und
de ordende auf zo'n 10% geven, zodat die wat deinen in de tempel gewoon genoeg te leven. En met dit wil ik ook zeggen, ik ben zo dankbaar voor je geven dan, dat ik en Christina kan ons tijd ganz geven te werk en arbeid. En we zijn werkelijk zeer dankbaar dat je zo zorgen dan voor ons. En dan met een tienden geven, hier zijn we in 5. Mose kapitel 26, dat zij zullen niet bloß 10% geven, zij zullen van het eerste geven. In 26, de tweede vers zegt, dan zal je allemaal wat van dat eerste, wat je van dat land ernten, en einen Karf zaten. En du met te de stad gaan, die haar je God wilt, dat je door ongebet zullen. So, sie sollen nicht bloß die 10% geben, aber das bastet ihr auch. Und wir sind nu in einer Zeit, wo wir unser Gottes feinen Geschmack haben und das fängt an Frucht zu bringen. Und je denken, je erst mal je in den Garten angehen und je sagen, nächste Woche reit. Vielleicht hast du da Peperschauten, vielleicht hast du da Peas oder irgendwas, als ein von den Worten, erst Frucht bringen wird, und das schmeckt so schön, frisch von Garten, dort erst. Und Gott sagt, dort, wo erst kommt, dort ist meint. Und ich glaube, von das soll wir sein, dort Gott verlangt, uns bastet. Gott verlangt nicht, dort überbliebst, was wir haben, dort wir dort nur am geben tun. Gott verlangt, dort wir uns bastet geben tun. Und das meint nicht, dass Gott das alle will. Wir haben noch, die Israeliten haben noch 90%. Aber sie sollen das erste Frucht geben. Warum will Gott haben, dass sie sollen das erste geben? Wenn sie das erste geben würden, nur Gott, da wird ein Beweis, dass sie in Glauben und Vertrauen haben und Gott, dass Gott wird das ordentlich auch noch geben. Und wenn wir ruhig stoppen und glauben, und wir geben, was Gott verlangen wird von uns, wenn es Zeit ist, wenn es Energie ist, wenn es nur feuern, was Gott sein Plan ist, wenn wir ruhig stoppen, wir sagen nur Gott, ich weiß nicht, was du von mir verlangen wirst. Aber wenn ich ein Vertrauen an dich habe, ich stoppe ruhig, ich weiß, du wirst mir das ewig geben. Und in dem Neuen Testament, Jesus wird die erste Frucht genannt. In 1. Korinther Kapitel 15, der 2. Vers sagt, aber Christus ist bestimmt von dort abgestanden, als erster von allen, die angeschlossen sind. So, Paulus sagt hier, dass Jesus ist, in der Englisch sagt, der First Fruit, die erste Frucht von denen, die angeschlossen sind. Und wenn wir sagen, Jesus ist abgestanden, er ist der Erste. Und wir haben ein Vertrauen, wenn der Erste handelt, zu sein zu Gott, das wird nur was kommen, wird auch abstehen von der Tod. Für so wie dann das Christen der Tieren geben verstehen. Kraxus, wir dürfen nicht wegbleiben von Fleisch oder Shrimp oder irgendwas. Wenn der 10% geben, wird nicht weiter ihr befolgt in dem Neuen Testament. Wir als Christen sind nicht verantwortlich für 10%. Aber geben soll wieder wen. Und das wird auch Port von, was die Israeliten sollen tun. In 5. Mose Kapitel 16, der 17. Vers sagt, bring sie aus die Kanen, du nur aus der Herr, Gott, jünt, ihr gesehnt habt. So, die Israeliten sollen 10% geben, aber wir werden Tiden, wo sie noch mehr sollen geben. Sie haben Tiden, wo sie müssen die 10% geben, aber wenn du not wir, sie können und sie werden Frieden noch mehr geben. Und das ist, was ich will sagen, hat nicht daran wörtlich, was die Bibel wörtlich sein wird, aber das ist ein Ding, was ich gelehrt habe, und ich will das mitteilen. Ich und meine Frau, wir haben für uns ganz befriedet Leben, haben wir einmal 10% gegeben. Und das ist nicht, dass wir machen, aber wir glauben, dass es eine gute Nummer, dass wir geben, dort, was Gott uns mit geschenkt hat, wir geben das Träger noch an. Und ich gleich, was Billy Graham sein wird, und er sagt, wir haben gelehrt,
mit duizenden andere Christen, dort Gott sein Sehen über 90% helpt uns viel mehr und jetzt viel wieder, als sind wir begierig sein mit der ganzen 100%. Und wenn ich und Christina, wir sind Tiden durchgegangen, wo der Knopf ausgewasst, und wenn wir auch die 10% oder mehr gegeben haben, wir haben immer gesehen, Gott gibt uns, was uns fehlen wird. Und ich würde von dir zu uns das nicht sein. Gott verlangt dort nicht in den Weg, dort gesagt ist, dort wie 10% oder 15% oder 5% geben dem. Aber wer wir nicht gitzig sein, wer wir Menschen sein, die man eine offene Hand leben tun. Dort Gott kann nicht bloß brücken, was wir geben tun, aber dort uns Hort kann hingegeben sein zu Gott. Prediger sagt mal, wenn ich in einer Person ein Checkbook sein darf, dann weiß ich, wo das Hort ist. Wir wissen vielleicht nicht abends mehr, was ein Check ist, wenn wir sind nie in der Zeit, wo wir Creditcards brücken tun. Aber ich würde sagen, wenn wir sehen, wo uns Credit Card Statement ist, dann sehen wir, wo uns Hort ist. So, wenn Menschen uns Credit Card Statement sein tun, oder wenn Gott uns Credit Card Statement sein wird, seht ihr, dort wie Menschen sind, was man eine offene Hand leben tun. Dort wie willig sind, zum freiwillig geben, zum anderen zu halten, zum mit in der Kirche mithalten, dort Gott kann geirrt sein. 2. Korinther Kapitel 9, der 7. Vers sagt uns, wo wir als Christen sollen geben. Und es sagt, jeder soll dort sich im Hort vergenommen hat, mit Frieden geben, und nicht bemacht. Gott ist der Gott, der mit Frieden geben. So, er sagt hier 3 Dinge, wo wir geben sollen. Dort ist nicht, dass wir bemacht sind, dort wir 10% geben sollen. Aber wir sollen uns fernnehmen, im Hort, was wir geben wollen. So, wir sollen einen Plan merken. Und ich würde sagen, wir einen Plan merken, dass wir viel geben tun. Mit Frieden geben, das soll an Schein geben. Und wir sollen nicht geben, wenn wir uns bis bemacht feiern. So, wir sollen geben mit Frieden. Sagen wir uns von der Emotion, ich weiß, ich bin hier in Prediger und wir kriegen unser Lohn von, was der Kirche geben wird. Aber das hängt nicht an mir. Wenn ihr geben, dann ihr geben das Geld zwischen Anbetung zu Gott. Dort wegen dort erste Ursache, woran ihr geben dann. Und wer wir nicht gitzig sind, welche Menschen erleben das ganze Leben mit ihren Füßen oder mit ihrer Hand. Sie wollen nicht haben, dass die erste Geld soll rüberfallen. Aber weil ihr in den Füßen habt, für euch Ruhm, dass Gott die Dinge kann nennen. Weil wir auch leben mit einer offenen Hand, dass wir sind frei, mit was Gott uns gegeben hat, dass wir uns checken, wo die Not ist, geben und dass Gott uns auch geben kann, so es er will. So, ich weiß, das ist ein Kapitel, was fehlhaft. Und wir als Christen, wir checken fern in das Alte Testament. Und ich weiß nicht, wo ihr Sonnen sind, vielleicht interessiert ihn dort sehr, was in dem Alten Testament ist. Oder vielleicht, wenn ihr die Bibel lesen, dann die blädern vielleicht ein bisschen der, was ihr gesagt wie für die Juden. Aber Ende dieser gesagt, sei wie wer Gott ist. Gott ist, ob seine Menschen für sich selbst zu holen. Und viele Dinge, was Gott uns hat gegeben, was wir ein Leben sollen, sind nicht bloß wegen dort Gott oder artig ist, das ist so, dass wir sind frei haben, für Gott zu leben. Weil wir nicht Menschen sind, was trägt unter dieser Gesetz. Und sein, wegen in der Bibel geschrieben ist, das ist, was wir machen tun. Gott hat uns frei gesagt von dort. Aber Gott hat uns frei gesagt, dass wir keinen Anbeter lernen können. Und in dem Alten Testament lieben wir viel von wer Gott ist. Gott ist heilig. Gott ist ut und Apostel für seine Kinder. Und Gott verlangt von uns, nicht bloß uns Überbleibsel, aber uns Bastard.
Waar we zo leven met onze hang op. Wat we doen, wat we eten, waar we leven, waar we geven. Dat alles wat we zijn, als Hane geeft naar God. Dat we sluiten met een gebed. Gott im Himmel, das Kapitel ist voll von Gesetzen, wir würden viel tiefer gehen. Aber Gott, ich bete, dass du uns das nicht wiesen. Was die verlangen, das für uns. Nicht in der Weg, wo das Gesetz ist, aber in der Weg, dass du uns hört und die tragen das. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, ist dient. Und Gott, ich bete, dass, wenn wir geben, dann ist es nicht tjork. Dass du wirst, dass Geld brücken, dat tijd brücken, dat energie brücken, wat we geven doen. En die was dat zijn, dat het veel groter worden is wat we zijn. Dat veel meer kan die beter leren kennen en die nog volgen. We beten dit in Jezus' naam. Amen.